Gerudo-Stadt und die Wüste sind befreit vom Sandsturm. Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Einer hoffentlich weiteren spannenden Aufnahmesession. Und wir haben hier in der ganzen Welt von Hyrule schon einiges gemacht. Wir haben schon mal die ganzen Türme und so gemacht. Und der die ganze Karte überblicken kann. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt natürlich nichtsdestotrotz noch viel zu tun. Sei es Sidequest-mäßig, sei es Hauptstory-mäßig etc. etc. Meine nächsten Punkte wären eigentlich ein bisschen nach Gerudo-Stadt abzugrasen. Auch wegen Matilda zum Beispiel, die aus Taburasa ist. Taburasa will ich auch wieder bald zurückkehren, auch um das Haus noch ein bisschen auszubauen. Vielleicht um 1, 2 Module, weil ich gerne auch die eine oder andere Waffe ablegen möchte. Mir geht es auch darum, dass wir die Feen wieder aufsuchen müssen und wenn möglich sogar alle befreien oder aktivieren wollen. Damit ich endlich mal meine Ausrüstung so upgraden kann. Schrein habe ich jetzt nicht mehr so momentan den Apich darauf. Vielleicht einen gerade noch, weil dann bin ich wieder voll. Also sprich einen Schrein nachher, genau wieder 4 Segenslichter. Würde mir nämlich nochmal einen Herzcontainer holen. Sind wir bei 15 Herzcontainer, sprich die Hälfte hätten wir von allen. Und ja, eben, es gibt innen wieder noch ein paar Tempel mit Herzcontainern und weitere Schreine, auch für Ausdauer und so. Das nach und nach dann. Aber dann will ich relativ schnell, hauptstory-technisch auch im Untergrund weitermachen. Und auch mal bald schon mal, also parallel zum Untergrund, hauptstory-technisch auch die Geoglyphen machen. Und auch Schloss Hyrule. Also noch ein paar Dinge gibt, die ich gerne mal holen würde. Wo es da angeblich gibt. Oder ich hoffe zumindest, dass es da gibt. Wo ich so nachdenke. Ja, übrigens, ich habe das Spiel noch gestartet inzwischen. Und deswegen hat Richo offenbar eine Quest für uns. Ich denke, es ist so gut, dich zu sehen. Und wir dorthin gegangen, das ist Grüße von mir. So mir leid, da wissen noch nichts über Zeldas Verbleib. Sie scheint es ihm noch nicht gezeigt zu haben. Ich weiß nicht, ob dir diese Information weiterhilft, aber unter anderem Lupe genommen. Die Kämpferin mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Was bedeutet, die Kämpferin im Schatz, vielleicht sollen wir nachher nachgehen. Ist das vielleicht eine Sidequest mit der Ding hier unten? Mit den Kriegerinnen? Könnte sein, könnte sein. Ist das Patricia? Hallo Mädchen. Okay, kann nichts machen mit dir. Safa! Wenn Patricia mysteriösen Weissagen Wasserfrucht gibt. Jetzt sag mir nicht, die sagt uns irgendwie, wo irgendwelche Schätze sind. Wäre natürlich krass. Kochen muss ich auch wieder, wobei aktuell ist nicht so notwendig, weil ich will sagen, storytechnisch nicht so viel machen aktuell. Also storytechnisch im Sinne von Kämpfen und so, wa? Genau, übrigens, ich habe schon offscreen noch ein paar Donnerblumen dupliziert. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ging relativ easy, weil im Thronsaal von der guten Königin von Richu, da hat sie ja ein Wasserbecken. Also, und wenn ihr da einfach Donnerblumen kann es relativ gut hier den Glitch so machen. Zack, zack. Auswählen, Hand nehmen. BY machen. Zack. Und wenn sie ans Wasser fallen, explodieren sie nicht. Das ist ziemlich praktisch. Zumindest mal so lange, bis ich irgendwann doch mal ein gutes Reservoir für Donnerblumen finde. Weil ewig will ich einen Glitch auch nicht machen. Also warte mal. Das wird aber genug, auch hier eh keine. In Ding finden wir eh genug. Im Zora-Reich. Okay. Das sind Koordinaten. Das hat Patricia gesagt. Irgendwie würden Patricia schon lange Jahre die Leute niederzahlen, ist leider auch mir ein Rätsel. Ist jetzt nicht so schwierig, weil wir sehen ja hier unten jeweils, da rechts unten, sieht man die Koordinaten, wo wir aktuell sind. Was ich am Spiel ein bisschen schade finde, wenn ich irgendwo, ja jetzt auf der Karte
am Hovern bin, dass ich nicht sehe, wo die Koordinaten hier sind. Also wenn es mal vielleicht, keine Ahnung, auf dem DLC oder so, oder mal irgendwie ein Item noch gäbe, gut, ein Item wäre jetzt ein bisschen doof, aber wenn es ein DLC, dann könnte ein Update geben, wäre ich froh, wenn man einfach hier die Karte, den Cursor wischen kann und rechts unten die Koordinate automatisch aktualisiert. Das wäre sehr geil. So, dann noch ein paar, Patricia. Mal gucken. Hat einfach Screenshots, ja, ist klar. Weil merken tun wir die nicht, aufschreiben auch nicht. Ich meine, wir leben hier ja nicht mehr im 20. Jahrhundert. Was? Ups, falscher Knopf gewesen. Das hat sie gesagt. Ich frage mich jetzt halt gerade bei ihr. Markiere sie mal hier. Schatzsymbol, eigentlich ist eher Quests. Ich weiß nicht, das Problem ist, wenn es jetzt ein Schatz wäre, okay, dann könnte natürlich so schatzmäßig markieren. Aber so, aber keine Ahnung. Deshalb mache ich jetzt einfach mal einen Stern. Vielleicht hat es damit was zu tun, vielleicht auch nicht. Das müssen eigentlich schon irgendwelche Schätze sein. Hä? Den haben wir doch. Wiederholst du es gerade einfach mal? Moment. Dasselbe Koordinate wieder. Das ja auch. Jetzt sagen wir nicht, ich muss erst... Oh nee. Jetzt sagen wir bitte nicht, dass ich erstmal den Schatz, den uns gerade genannt hat, erstmal holen muss. Dann gibt es eine neue Prophezeiung. Oder noch schlimmer, dass er das Gefühl hat, ja, ich mache nur einmal pro Tag, einmal pro Blutmond Prophezeiung. Nein, schön Wasserfrüchte. Ach, schon wieder. Ja gut. Ja, dann holen wir ganz kurz einen 5. Obwohl, weißt du was. Ich glaube, sie ist eh satt, wa? Was wollten die Zahlen? Ja, so wagt du mich auch. Ach so. Wiederholt sogar. Okay, gut. Ja, wenn es mit mehreren wäre es ein bisschen schwierig, wa? Verstehe ich schon. Aber ich wollte mal hier ein bisschen umgucken. Okay. Ich hab viel los. Ja, wir gucken jetzt mal ein bisschen unsere Geodo-Stadt um, wa? Ob es irgendwas gibt. Mit Rich haben wir schon gequatscht. Ihrer Power als Weisen des Donners. Wellivel. Wo dann? Savak! Bist du wahnsinnig, Pareta? Du Holnuss! Oh. Aber, also eben das Gefühl. Soll nochmal? Ah, darf ich gar nicht. Schade. Ja, du hast gesagt, ich soll. Jetzt auszuwarten, okay. Auf in die Bar. Viele Waffen beherrschen, jo. Ja, ich muss zugeben, ich bin eher so der Bogen-Schild-Schwert-Typ. Typisch Zelda-mäßig halt, nicht unbedingt da mit dem Breitschwert oder auch noch schlimmer mit der Lanze. Also was heißt schlimmer, ist einfach nicht mein Ding. Savak, ja, du bist auch Savak. Bisher relativ wenig los. Janischen Voi, Stimmt, weil die nutzen nicht unbedingt Pfeil und Bogen. Das machen die Gerudo-Kriegerinnen eher weniger. Dafür haben wir die Orni. Okay, ja, zum Spätpost, ne? Hat Richu gerade erwähnt. Da ist natürlich klar, dass wir da auch wieder hin müssen, jetzt wo wir storytechnisch hier etwas gemacht haben in Gerudo-Stadt. Nee, der ist Südoase. Die Jüli müsste auch mal noch, wa?
Achso, hier ist sie ja, die Südoase. Hä? Markiert das ja auch noch. Oh. Die Waffen, die du erfunden hast, ich hätte gedacht, dass sie es einen Unterschied machen könnten. Erfunden? Achso, die Kombis. Okay. Bevor ich es vergesse, machen wir noch ganz kurz hier auf, wa? Diese Orte. Wenn jetzt schon so erwähnt werden, ist da vielleicht irgendwas Wichtiges. Mittlerweile. Aber ich glaube, die Gerudo-Wüste selber würde ich jetzt nicht unbedingt großartig abgrasen. Ne? Da sparen wir uns ein anderes Mal auf. Ach so. Ja, Richus Fähigkeit, wa? Richu kann ich rufen, wann immer es mir beliebt. Du, du, du. Chilis, So, da ist der Donnertempel, nicht Wüstentempel, wohlgemerkt. Da ist der. Was kann ich. Habe ich jetzt den. Da habe ich auch. Treibst dann zu, weiß ich gar nicht mehr, okay. Ist hier jetzt irgendeine. Da unten ist Feuer. Sagen wir los, ist ein Krog. Oh, extreme Kälte. Ich hasse die Wüste! Übungsareal. Okay. Hä? Okay, krass. So, was soll ich hier großartig üben? Aber bo. So sauber. Ja, ich bin der Woi. Der einzigartige Woi. Das Wüstenrennen. Okay, da war mich nehmen. Wie geht. Was sind die Regeln? Irgendwie hilft. Das Rennen in der kürzesten Zeit bewältigt, bekommt uns beweisen, und dann jetzt einen Gerudo-Stoff von mir. Okay. Jetzt mehr halt für die 100%, obwohl ich jetzt da nicht unbedingt so Wert drauf lege. Also jetzt gerade zumindest aktuell gerade auf sowas hier. In der Wüsterei nachmachen. Ist schlecht zu sehen. Ja gut. Ich meine, wozu haben wir hier diese ganzen Items, wenn ich dazu... Ich kann natürlich auch durchrennen, wäre eine Option, aber nee. Nee. Na, mal gucken. Machen wir eine bewährte Kombi, die haben wir schon ein paar Mal benutzt. Nee. Ja, besser. Ui, ja, nicht jetzt schon. Nein. Alter, sonst geht das Ding schon los. Das ist ein bisschen doof. Du sollst stehen bleiben, Alter. Meine Güte. Ja, wenn ich solche Dinge sehe, denke ich mir, ich muss dringend im Untergrund dort weitermachen. Warum? Das erfahrt ihr dann. Das haben wir leider... Ja, muss ja eigentlich auch sagen, in der Hinsicht leider ein bisschen spoilern lassen. Andererseits bin ich irgendwie sogar ein bisschen froh drum. Weil ich sonst noch länger darauf verzichtet hätte, im Untergrund zu machen. Wir treiben sich um den Clou, war? Kann das sein? Ich meine... Will es überhaupt gehen so? Ich mache ja komplett was falsch und das... Ventilator alleine hätte ja ausgereicht. Die Richtung stimmt zwar.
ich fahre durch die Wüste. Und so überall mit Rädern. Die Batterie ist halt so ein Thema, war. Aber da habe ich ja auch ein bisschen... Ui, kriegt schon das Rad weg. Da habe ich, glaube ich, noch genügend auf Lager, war. 13 große, 82 kleine, okay, das reicht schon. Ja, mal gucken, ob es damit klappt oder vielleicht doch die Räder brauche. Ja, mit den Rädern schneller bin ich gar nicht so sicher. Na toll, jetzt natürlich so eine hier. Die Räder werden besser, weil ich so kaum vorwärts komme. Das ist Treibstand, da komme ich sowieso kaum vorwärts. Okay, vergiss es. Gehen nochmal ganz kurz laden, bevor wir soweit waren. Was sagt die Zeit? Ja, muss gehen. Und halt doch die Kombi. Dann habe ich halt ein bisschen extra Antrieb plus die Räder. Ob die im Treibstand wirken, kein Plan. Oder halt nur bis zur Robbe hin, ne? Und nachher mit der Robbe selber. Wäre auch eine Idee. So, nochmal von vorne. Und natürlich sogar ohne den Leiter, wäre auch eine Idee. Ich glaube, ein bisschen flexibler. Oder wendiger, besser gesagt. Oder der Trick klappt deswegen nicht, weil ich zu viel Schlagseite habe. Wow. Nein, nein. Die ich ursprünglich hatte, war schon besser. Also ne, besser, nicht gut. Nur besser. Einmal. Ja, bisschen schräg. Ich meine, ich bin auch ein schräger Typ, aber so schräg jetzt aber noch nicht. Nee, nicht dein fucking Ernst.
Ah, dieser Kack-Blumenmond kommt immer, da wenn du ihn nicht brauchen kannst. Vor allem, als ob schon wieder 7 Tage rum wären. Hier spawnen sowieso keine Monster. So ein zweites Rad hin. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt... Mhm. Wie begeistert Zelda immer klingt, wa? Das Blutmondslicht da. So, also resettet. Wo ist das Rad? Ja, ich sag ja, also der resettet. Was er wieder machen will, sobald wir zu den Taburasa sind. Unser Haus und so, dass ich auch wieder mal ein paar Amiibos einscanne. Ja, das ist verständlich, dass das nicht so richtig funktioniert, hä? Mann, dieser scheiß Sankt, ganz ehrlich. Ich meine, ich verstehe es irgendwo durch ja auch, aber trotzdem, man kann es übertreiben hier. So. Amiibo, Miibo, Miibo. Wir brauchen viele Amiibos. Du, 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 du. Die Lösung finde ich irgendwie auch ein bisschen unpraktisch, wie man sie gelöst hat. Ist schwierig mit dem Teil. Also ob das klappt, keine Ahnung. Reden halt zu Fuß schnell rüber und dann einen Sandro überholen, dann wäre die andere Variante. Hä? Ist das nicht gestartet? Wegen Blumen oder was? Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Wehe jetzt, wo man Schlitten resettet. Oh. Oh. Ah. Ah ne, warte mal, ich glaube, das war eher, weil ich ja gespeichert habe zwischendurch, wieder geladen habe, stimmt. Das vergesse ich immer wieder. Das hat ja gar nicht funktioniert so. Ja, müssen wir das andere oben durch, he? Deswegen sind hier auch ein paar. Ja, jetzt müssen wir noch anschleichen, stimmt, da ist noch was. Jetzt fährst du auch nicht. Ich nehme einen Schleichtrank nehmen, wa? Nutze eh kaum.
Hä? Deswegen im Moment, wo ich A gedrückt habe. Ach komm, weißt du was, leck mich. Nee, nee, den tue ich mir nicht an. Tschüss, wir hauen ab. Teleport nicht möglich. Ja, Mann. Wieso will das Spiel mich immer wieder zu Dingen zwingen, die ich gar nicht will? Oder mir Dinge nicht ermöglichen, die ich eigentlich will? Ja. Sand oben, Er weiß einfach in dem Moment, wo steht, ich kann A drücken. Und trotzdem nichts passiert. Nee, komm. Keine Ahnung, ja, hier ist ein Jodo-Stoff-Fetzen. Sag jetzt mal, ich markiere das mal irgendwie so. Ist eigentlich ein Schatz von dem her. Trotz allem. Die Markierung macht es auch nicht mehr. So. Die Markierung geht auch weg. Folge 74 haben wir anders vorgestellt, ganz ehrlich. So, warum bin ich hier oben? Wegen der einen Person, die hier sein soll. In Dünen. Die Monster müssen eigentlich wieder da sein, war? Ist doch neuer Blutmond. Ah ne, der kommt heute erst, jetzt aber wieder resettet, stimmt. Sie könnte da vorne sein. Oh. Da sind die riesigen Viecher, war. Der kommt sogar hier hoch? Warum? Ey, die Folge läuft überhaupt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Was ist hier los? So, komm. Ah, jetzt kommst du nicht mehr, oder was? Weißt du was? Nee, leck mich, ganz ehrlich. Was für ein Scheiße, was für ein Scheiß. Wüste, wa? Wüste, Wüste, Wüste. Kann man, das war meine letzte Fee, ja? Meine letzte Fee, so Moldura-Dingsbums-Monster verschwenden? Nee. Was verwundert ist, dass ich habe doch eigentlich den Schleichtrank noch drin gehabt. Dem ist, ich weiß nicht mehr, wie man die Molduros platt macht, um ehrlich zu sein. Ich denke, es war so. Aber quasi sie anlocken, eben zu sagen, okay, ich stehe gerade hier. Und ihnen dann einfach eine Bombe zum Fress zu geben. Jetzt ist natürlich auch klar, wieso sie nicht wegkommt, oder? Ritus macht versuchen. Um es zu merken. Sofort angreifen.
Sie frisst alles. Ja, eben, deswegen, ich wollte das eigentlich so machen. Warte mal, geht denn das irgendwie? Keine Ahnung, kann ich irgendwie... Oh, mit Riechers Macht geht's aber gut. Gyptoknochen, auch sehr gut bei dem Viech. Der Bogen zerbricht bald. Ja, sehe ich schon. Du einfach runter war an dem Vieh ein paar reinhauen, dann bin ich relativ schnell wieder hier. Ja, wäre eine Option. Dümmster Zeitpunkt ever! Ich wiederhol's nur, ist die Folge heute ist echt eine Katastrophe. Sorry, wenn ich das so sagen muss, es läuft gar nichts. Sogar wenn ich Sachen richtig mache, wie jetzt gerade. Weil ich schon glaube, dass da jetzt nichts passiert ist. Ich hoffe, Riechers Macht geht. Mit der geht's wieder. Also. Nein, jetzt aber wieder. Ah, scheiße. Ich könnte es auch anders machen, wenn ich die Macht schon mal habe. So. Mist. Und die Moldora ist sie weg. Ja, die kommen eh wieder, keine Sorge. Kann später noch ein Foto davon schießen. Schatzi, gib mir ein Foto. Muss unglaublich stark sein. Naja. Eigentlich war es eher dumm, mit dem Bogen. Ich meine, mit dem Bogen das Vieh abzuschießen. Nee, das war nicht dumm. Nachher direkt hinzurennen, um es zu besiegen, war auch nicht dumm. Was aber dumm war, war, um es anzulangen, mit dem Bogen zu schießen. Auch immer sonst was draufschmeißen können auf den Boden. Spezialwaffe dich anfertigen. Ja, also müsste die Mutter von der Kleinen, ich weiß gar nicht mehr welche das ist. So. Was hat das Vieh uns da gelassen? Ein paar nette kleine Sachen. Moldoras Herz. Doch soll es noch eine andere Verwendung geben. Okay. Moldora Kiefer. Moldora Flosse. Also ich habe jetzt nur einmal den Kiefer bekommen, wa? Kann das sein?
Ja, okay. Ein Gerudo-Bogen. Ja, das Spiel geht wohl davon aus, dass man so macht, wa? Und vielleicht einen Bogen dabei riskiert. Gerudo-Lanze. Das ist eine Stärke Maximilian, Halberkeit steigt auch weniger stark. Angriffskraft plus 8. Ja, ich will sowieso eben auch deswegen so in der Taburasa, ich nehme noch gerne die beiden Waffen dann trennen. Das Ding kommt sowieso weg, aber jetzt einfach nur temporär dabei, falls mal noch was wäre. Der bleibt vielleicht, ich würde vielleicht auch das gerne noch wieder abmachen. Weil Ivarok-Ding draufpacken, ja, kann man schon, aber muss man es, ist eine andere Frage. Da wird natürlich aufgehängt, ist auch soweit klar. Und ich würde hier gerne halt ein paar Elementwaffen machen. Ne? Wie die Eisexelfoss-Klinge halt mit Feuer und Blitze, wäre ganz cool. Lanz vielleicht noch irgendwie noch eine starke Variante davon. Und hier vielleicht einfach den oder den hier einfach mal so belassen, wobei das Problem ist, das breit... Ah, nee, warte mal, ich muss beide kombinieren, aber ich kann es ja mitnehmen. Stimmt, da war was. Das Problem ist, dieser Mittelblock, den kann man nicht mitnehmen, das heißt, muss man direkt kombinieren. Und das Ivarok Steinherz hier auch. Das muss man ja so machen. Naja. Wir finden schon irgendwas. So, danke Geisterichu, das war sehr cool von dir. Nein! Ah, da ist der Wüstentempel, scheiße. Mann, dann gehen wir zu unten, ich muss aber da unten klicken, aber ist... Schwierig, schwierig. So. Wie lange machen wir die Folge heute? Weiß gar nicht. Solange es geht, wa? Nein, Quatsch, natürlich nicht. So. Entschuldigung, ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte eigentlich zurück nach Gerudo-Stadt. Eigentlich wollte ich heute die Folge Gerudo-Stadt abschließen. Das wird jetzt eine Möglichkeit. Wobei ich mittlerweile irgendwie so 40 Minuten quasi einen Richtwert gelegt habe. Es liegt aber auch nur daran, weil das Spiel halt so fucking groß ist. Man muss es so sagen. Weil sonst, wenn ich da 20 Minuten oder maximal 30 machen würde, da wäre ich jetzt schon weit bei über 100 Folgen und wenn ich mal bei der Hälfte des Spiels angelangt. Das finde ich bei solchen Spielen immer ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich sein darf. So. Wir gucken uns mal um. Also, da waren wir überall eigentlich schon. Wo ich nochmal hin könnte. Bin ich hier eigentlich auch schon mal mehr oder weniger zumindest richtig. Wo ist natürlich nichts, wa? Das Wasser fließt überall wieder. Sehr schön. Da geht's zu Richu. Sehr gut, tritt ein. Hier ist da alles offen. Okay. Die Frage ist halt, ist hier noch jemand? Ja, die natürlich. Ich soll bloß abhauen. Bist du hier immer noch da? Kann ja wohl wahr sein, ey. Geht das so? Hey, was zum... Ich würde gern... Das tut ihm gefallen und... Hol das Teil mal hoch, aber irgendwie... Da komm, jetzt was anderes. Jetzt, weil ich runtergehe, genau, kommt sowieso so... Der Flaschenpost runtergeflogen. Das heißt, ich setze jetzt das Ding ein. Dann soll es bis ganz nach oben. Währenddessen fliege ich mal kurz hoch. Die Kombi klappt auch. Also raus, wenn man fahren darf. So. Moment mal. Wie? Diese Flasche? Aber wie? Warum hast du... Da musst du ja... Welt zu gehen. Die Orte muss also noch etwas warten. Okay. Jetzt kocht sie also für uns. Okay. Warum auch nicht? Ich gucke auch mal, was hier unten noch so los ist.
Wollen wir mal in der Stadt weitermachen. Die sind nur im Gefängnis, müssen wir verarschen. Oh. Ah. Dieser blöde Woi. Woi. So, die sind hier nicht mehr hier unten. Also kann ich auch die Kugel ja mitnehmen. Die Frage ist halt, die andere ist auch nicht mehr da. Nehmen wir hier zumindest, ja, da muss ich ja genau da rein. Die unterrichten hier immer noch. Okay. Hm? Und eine weitere Kugel, sag. Eine Frost mit. Okay. Du. 2 Punkte müssen es sein. Ah. Ach so. Ach, dann geht's um die Weissagung. Oh nein, dann geht's um die Kugeln. Finde ich dort die nächsten Kugeln oder was? Hey, aber wenn ich die nächsten Kugeln finde, wie kann ich die hierher holen? Okay, schräg. Der Schatz in Yoda-Wüste. Inschrift. Die Kämpferin mit Schwert in der Hand weist den Weg zum Schatz unterm Sand. Ja, vor allem unterm Sand, hä? Genau, war das Ding. Ja, der Orni, da haben wir auch noch etwas. Ja, aber an diesen verdammten Schwalbenbogen noch, wa? Aber dazu sagen muss, ich war noch bei weitem natürlich nicht in allen Gebieten. Vom Orni-Gebirge. Da fehlen noch ein paar. Hier unten ist sicher nichts mehr. Also, nur Leuchtblumen. Ja, aber hier unten ist auch nicht mehr so viel los. Gut, das heißt, ich kann zumindest Untergrundstadt schon mal abhaken. Ach je, ach je. Naja. Aber gut, hier ist nicht mehr viel los. Das ist soweit ja in Ordnung. Eigentlich auch mein Ziel, ist eigentlich, wenn wir nach oben verschwinden. Also die muss aber hier ewig unten bleiben. Wo gehst du denn hin? Also das ist die. Die mit dem Ach je. Na gut, Freunde. Ich würde mal sagen, nächste Folge nochmal Judostein ein bisschen abgrasen. Jetzt haben wir die ganzen Basare und so. Wo wir auch relativ viele hier haben. Und dann Donnerblumen zu kaufen und so weiter und so fort. Und ja. Danach vielleicht irgendwie schon mal erwähnt nach Taburasa. Kurz. Zum einen fürs Haus, zum anderen halt auch um Items wieder zu entglitschen quasi oder entsynchronisieren, entschmelzen und so. Mir fällt gerade auf, wo ich vorhin erwähnt habe, hier die Orni. Ich war hier noch gar nicht mehr, war beim Turm. Dann doch damals bei Breath of the Wild noch Rivali, sage ich schon. Teber getroffen. Rivali war hier jetzt auch immer. Ob sie einen Schrein noch hat? Mein Darzen-Schrein, der 100. Schrein. In der Nähe, da ist noch so ein Turm. Unwahrscheinlich. Ich habe sorry weitermachen mit der Geoglyph, wobei die ist eigentlich eher hier oben statt hier. Keine Ahnung, wieso ich das Ding hier gesetzt habe. Hatte mal sowas in gar keinen Sinn. Geoglyphe, hier haben wir noch eine Quelle der Fee, da muss ich auch noch hin zum gucken, was die von uns will. Hier die ganzen Schätze noch so. Oh je, oh je. Viel zu tun, viel zu tun. Ich schwitze. Schon wieder. Ablegen. Anziehen. Oh, besser. Freunde, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann hoffentlich
mit mehr Erfolg. Also es war ja schon irgendwie erfolgreich, weil wir ein paar Dinge gelernt haben wieder vom Spiel, aber progressmäßig, eher weniger. Zu dem Ding sollte ich eigentlich auch mal, oder mir irgendwie mal einen Schrein hier oben suchen, damit ich besser zum vergessenen Plateau und zum Tempel komme. Da müssen wir sowieso noch hin. Da ist noch eine Geoglyphe und irgendwo hier unten ist noch sowieso noch ein Tempel und irgendwo hier müssen noch der Stall sein, wo wir hin müssen, weil da irgendwie so ein Typ hier fehlt fürs Orchester. Oh Mann, viel zu tun, wie immer bei dem Spiel. Bis nächstes Mal. Tschüss.